SRF Audio. Kurz aufdrehen und schwupp, es fließt. So rein und klar, dass wir es trinken können. Trinkwasser fließt auch durch unsere WCs oder Waschmaschinen. Normal halt in der Schweiz. Bleibt das so? Oder müssen wir uns in Zukunft von diesem Luxus verabschieden? Es ist in weiten Teilen der Schweiz sehr trocken oder gar extrem trocken. Einige sprechen sogar von Dürre. Müssen wir uns früher oder später daran gewöhnen, dass Wasser nicht einfach aus dem Hahn kommt, so oft und so viel wir wollen? Teilweise müssen wir das Verständnis ändern. Wir gelten als Wasserschloss in Europa. Das Wasserschlossbild wird zunehmend relativiert, weil sich der hydrologische Kreislauf ein bisschen verschiebt, sagt die Forscherin, die die Trockenheit in der Schweiz beobachtet. Das schauen wir uns jetzt genauer an bei News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Die anhaltende Trockenheit beschäftigt mich gerade. Das meldet uns Devin. Devin schaut immer wieder aufs Trockenheitsbulletin des Bundes und fragt sich, ob wir sparsamer mit Wasser umgehen sollten, wenn die Sommer so trocken sind. Übrigens, falls auch ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt, macht's wie Devin, schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht. Mail und Telefonnummer findet ihr im Beschrieb dieser Folge. Mir ging letzthin beim Spazieren Ähnliches durch den Kopf wie Devin, weil aus den Brunnen auf meinem Weg weniger Wasser kam als auch schon. Und ich habe mich gefragt, ob irgendwann mal vielleicht der Tag kommt, wo gar kein Wasser mehr fließt. Wir sind relativ bereits in einer sehr trockenen Situation. Das sagt Fabia Hüsler. Sie muss es wissen. Sie leitet beim Bundesamt für Umwelt das Programm Trockenheit. Gemeinsam mit anderen hat sie die Trockenheitsplattform des Bundes auf die Beine gestellt, auf die Devin immer wieder schaut. Auch ich habe mir diese Plattform angeschaut. Es zeigt eine Karte der Schweiz und die meisten Regionen sind braun oder dunkelbraun eingefärbt. Sie sind also sehr trocken oder extrem trocken. Das Problem ist, dass wir seit Beginn des Jahres eigentlich in einem Defizit an Niederschlägen sind. Und klimatologisch gesehen ist die Situation im Moment sehr ausnehmend. Und jetzt gerade, also wenn wir noch eben diese starke Hitze zusätzlich haben, dann ist natürlich auch die Verdunstung beispielsweise noch erhöht, was vermehrt noch die Trockenheit verstärkt. Über diese große Trockenheit habe ich auch mit meiner Kollegin Felicitas Erzinger geredet aus der SRF Wissenschaftsredaktion. Sie hat sich mit der Trockenheit und den Folgen davon befasst. Wie besorgniserregend ist diese Trockenheit? Ja, die Trockenheit ist auf jeden Fall ausgeprägt und sie dürfte sich auch weiter verschärfen in den nächsten Tagen, soweit die Prognosen. Und von daher ist es sicher wichtig, dass man das gut im Blick behält. Es gibt ja auch Stimmen, die in diesem Kontext bereits das Wort Dürre in den Mund genommen haben. Wie nah ist die Schweiz einer Dürre? Das Wort Dürre, das wird meist dann gebraucht, wenn es klar sichtbare Folgen gibt. Zum Beispiel Schäden an der Vegetation, Ernten, die kaputt gehen, braune Blätter an den Bäumen. Und je länger so eine Trockenheit dauert, desto eher sieht man das dann natürlich. Wie nahe wir genau daran sind, lokal, das kann ich nicht sagen, aber die Prognosen, die stehen zurzeit weiterhin auf Trockenheit. Fast überall in der Schweiz ist das Defizit jetzt zum Beispiel in der Bodenfeuchte in der Landwirtschaft erheblich bis sehr groß. Also wenn es so weitergeht, dürften da schon Schäden zu erwarten sein. Wir spüren jetzt die extreme Hitze. Wer hinschaut, kann schon länger die Folgen der Trockenheit beobachten. Flüsse und Seen führen weniger Wasser. Der Pegel des Bodensees war zum Beispiel immer wieder auf einem Rekordtief. Im Kanton Thurgau darf gerade aus gewissen Flüssen und Bächen kein Wasser entnommen werden, weil es so trocken ist. Das alles passt nicht zum Bild, das wir sonst in der Schweiz haben von Wasser. Wir waschen mit Trinkwasser die Hände, spülen es das WC runter. Und sprudelnde Bäche, rauschende Flüsse und klare Seen zum Abkühlen gehören zum Bild der Schweiz. Kommt es irgendwann so weit, dass uns das Wasser nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung steht?
Also für den Alltag, also für Trinken und Duschen, ist eine generelle Rationierung von Wasser in der Schweiz eher unwahrscheinlich. Aber zunehmend möglich sind natürlich so temporäre oder lokale Einschränkungen oder auch Aufrufe zum Wassersparen. Beim Trinkwasser selber gilt, eine landesweite Rationierung ist wirklich unwahrscheinlich, aber eben in Trockenphasen können Sparmaßnahmen ergriffen werden, etwa ein Verbot, den Swimmingpool zu füllen oder das Auto zu waschen oder einfach generell ein Wassersparaufruf oder eben auch den Garten nicht mehr Trinkwasser zu tränken. Diese Maßnahmen werden aber meist zeitlich begrenzt und sehr lokal sein. Über das Wasser aus dem Hahn daheim müssen wir uns also keine Sorgen machen. Anders sieht es aus bei den Bäuerinnen und Bauern. Also bei den Leuten, die unser Essen auf ihren Feldern anbauen. Ihnen macht die Hitze Stress. Haben wir bereits heute in trockenen Perioden punktuelle Einschränkungen oder sogar Entnahmeverbote. Das ist aktuell schon der Fall. Also Entnahmeverbote aus Fließgewässern, die sonst zu wenig Wasser führen würden, wenn ihnen zusätzlich Wasser entnommen wird oder eben auch dem Grundwasser, je nachdem. Solche Maßnahmen werden wir in Zukunft vermehrt sehen und ich denke, da muss man auch grundsätzlich überdenken. Es gibt also eine Art Rangordnung beim Wasser, höre ich bei Fabia Hüsler vom Bundesamt für Umwelt heraus. Trinkwasser ist Leben. Auf den privaten Pool oder das Autowaschen kann verzichtet werden. Auch für Bäuerinnen und Bauern kann es Einschränkungen geben. Es sei aber nicht gesetzlich geregelt, wer wie viel Wasser beziehen dürfe, sagt Wissenschaftsredaktorin Felicitas Ertinger. An erster Stelle steht in der Regel die Trinkwasserversorgung oder eigentlich immer die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Das ist nicht gesetzlich festgeschrieben, aber wird in der Praxis so gehandhabt. Und danach ist es eben nicht mehr so klar und oft wird an zweiter Stelle versucht, Dauerkulturen zu erhalten, zum Beispiel Obstbäume oder andere mehrjährige Kulturen. Gibt es überhaupt einen Überblick, wer wie viel Wasser verbraucht in der Schweiz, damit priorisiert werden kann? Nein, diesen Überblick gibt es nicht. Es ist zwar recht gut erfasst, wie viel Trinkwasser ab Hahn bezogen wird, also über die öffentliche Wasserversorgung, doch gerade für die Landwirtschaft und auch für die Industrie gibt es keine genauen Zahlen. Dort stammt viel Wasser aus eigenen Quellen oder aus Fließgewässern und das wird gar nicht bis teilweise erfasst, je nach Kanton. Es gibt also große Lücken, die man nun aber schließen möchte, unter anderem eben, um bei möglichen Engpässen Konflikte vermeiden zu können. Das Bundesamt für Umwelt, das arbeitet daran und vom Parlament hat es den Auftrag bekommen, eine Wassermanagementstrategie für die Schweiz zu erstellen, wo eben auch solche Zahlen dann drinstehen, die wahrscheinlich 2028 veröffentlicht wird. Wenn wir jetzt das alles zusammennehmen, also es gibt keine gesetzliche Regelung, wer wie viel Wasser wofür verwenden darf. Es ist auch nicht ganz klar, wie viel Wasser überhaupt verbraucht wird. Was heißt denn das? Sind wir in der Schweiz gewappnet für extreme Trockenheit? Ja, angesichts dieser Tatsachen würde ich sagen, so richtig bereit ist man hierzulande, glaube ich, nicht oder nicht überall. Aber das Bewusstsein in der Politik, dass Wasser wichtig ist und knapp wird im Sommer, das wachse langsam. Das hat mir die Hydrologin Petra Schmocker-Fackel gesagt vom Bundesamt für Umwelt. Das sei so langsam angekommen. Man kann also sagen, es tut sich was, wenn auch langsam. Und die Trockenheitswarnplattform, die seit letztem Jahr in Betrieb ist, die ist sicher ein wichtiger Pflasterstein auf dem Weg, gewappnet zu sein. Es braucht aber auf jeden Fall noch viele weitere. Ja, und eine Hüterin dieser Trockenheitskarte ist eben Fabia Hüsler vom Bundesamt für Umwelt. Das Wasserschlossbild wird zunehmend relativiert, weil sich eben der hydrologische Kreislauf ein bisschen verschiebt. Das heißt, im Winter werden wir beispielsweise mehr Niederschlag haben, der direkt abfließt und nicht in Form von Schnee zwischengespeichert wird. Das heißt, dass nachher auch im Sommer, wenn eigentlich die Abflüsse eben aus dem Schnee gespiesen werden, dass dann zum Beispiel weniger nutzbares Wasser vorhanden ist. Das gilt auch für die Gletscher. Der Weg, den das Wasser im Laufe eines Jahres nimmt, der verändert sich. Und dann mischt da auch noch der Klimawandel mit. Wir werden vermehrt mit Wasserknappheitsproblemen konfrontiert sein in der Schweiz mit dem Klimawandel. Eben weil sich der Wasserhaushalt eigentlich, wir sagen auch, verflüssigt, oder? Es kommt zu einer saisonalen Verschiebung. Wissenschaftsredaktorin Felicitas Ertinger schätzt es ähnlich ein.
Generell wird die Schweiz nicht austrocknen. Übers Jahr gesehen haben wir weiterhin ungefähr gleich viel Wasser, wie wir heute haben. Es ändert sich einfach die Verteilung. Es gibt mehr im Winter und Frühling, dafür weniger im Sommer und Herbst. Auch weniger Schnee im Winter, es fällt mehr Niederschlag als Regen. Und das führt dann dazu, dass der früher schmilzt und im Sommer dann fehlt das Schmelzwasser. Engpässe gibt es also vor allem im Sommer, wenn alles zusammenkommt. Es heiß ist und so viel Wasser verdunstet, es wenig regnet, wenig Schneeschmelze hat und viel Wasser für Bewässerung gebraucht wird. Wir müssen uns also auf trockene Sommer mit weniger Wasser in den Flüssen und Rissen auf dem Acker einstellen. Und uns vielleicht gedanklich auch vom einen oder anderen Luxus langsam verabschieden. Wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, müssen wir auf diesen Luxus verzichten. Ja, es ist schon recht unglaublich, dass 1/3 unseres täglichen Wasserverbrauchs die WC-Spülung ausmacht, dass wir da sauberes Trinkwasser nutzen. Ich glaube aber nicht, dass sich das so rasch ändern dürfte. Mit Blick in die Zukunft würde es sich aber sicher lohnen, wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, das anzupassen. Das war's für heute mit News Plus. Falls ihr wissen wollt, wie trocken es in eurer Region ist, ich habe euch die nationale Trockenheitsplattform verlinkt in den Shownotes. Und da findet ihr auch unseren Kontakt, falls ihr eine Idee für die Folge von morgen dalassen wollt. Heute waren Lea Sager, Marisa Eckli und Rina Telli am Start für euch. Salut zusammen und bis dann. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.